Joel, An? kannst du mir sagen, was du heute Morgen gierst? Was war das erste Nahrungsmittel, was du zu dir geholt hast? Wie allmoien e Kaffee. Und das nicht gierst? Nee, mir du ganz zum Mittag gehst. Weil ich brauche einen Auswähl. Ich habe mir Kaffee und dann, was hast du schon mir gierst? Veggie-Burger. Ja, Und kannst du mir dann noch so wegen Farbe den anderen was wird? die ist hellblau. Das ist eine Art und Weise für sein eigenes Porno, das Strippernum zu fangen. Das heißt, du brauchst entweder Blue Coffee oder Blue Veggie Burger. Aber bei mir, wenn es Getränk ist, da sind ich Black Club Mate, das klingt mega hipstermäßig, fand ich. Oder Black Apple Cake. Was findest du besser von beiden? Ich fand den Black Club Mate ziemlich cool. Für mich klingen die nehmen all bisschen mehr wie so Superhelden. Und ich fand das doch mehr sympathisch, muss ich sagen. Weil Leute, die Sex erwischt machen, geben sich ja oft so Pseudonymen, weil sie eben das müssen und sich müssen verstoppen für in der Öffentlichkeit. Dann ist sie mir Superhelden auch total recht. Vor allem passt es trotzdem zu diesem Thema, weil Superhelden und Superheldinnen ja ganz oft hier in der Wäsche über die Leggings drüber unhören. Genau. Das heißt, wir sind Punkt für zu sagen, über was wir heute schwätzen sollen. Wir schwätzen heute über Innerwäsche. Dat hei ass Mayway Sex. Wir schwätzen all Zweitwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Dann moin und willkommen bei Maybe Sex. Und wir haben gepackt den Summerer River oder Ball River und wir sind an der dritten Staffel. Ja, das scheint das bei uns. Wir haben effektiv die ganze Vakanz dürfen nur Sex denken und wir gehen am Schluss noch dafür bezahlt. Also so, das heißt, die hat das vielleicht auch gemacht. Und die hat das vielleicht sogar praktiziert, was wir hoffen für ihr. Und wir hoffen, die hat damit viel Spaß. Wir haben echt da, ja, keine Abschluss mal gemacht und es viel Gedanken darüber gemacht, wie wir die nächsten Monate mit Erschwerte verbringen und wie wir Themen, die am Anfang vielleicht so wirken, wie wenn ihr da nicht viel drüber schwätzen, wie wir die dann auf Form bringen. Da haben wir, wie gesagt, Thema Innerwäsche und wir haben uns gemerkt, wir geben Mengen, das wäre das selbst, bis wir dann ganz sehr am Vorgespräch gemerkt haben, dass da Definitionen können aus dem Nähe gehen. Joel, was fällt da dort so an? Wo wir noch viel von den Superhelden und Heldinnen geschwärzt haben und so ist, die in der Box über der Leggings sind, ich mich gefragt, also ein Leggings, ist das nicht am Anfang auch? Ob man es heinst du Innerwäsche? Eigentlich doch. Aber dann müsste das alles für mich kompliziert, Joel. Ja, das ist auch kompliziert. Das ist kompliziert. Also das ist noch gar nicht so einfach, weil die hat alles Innerwäsche aus und dann hast du dann noch gar nicht so einfach, wieso ihn so ungeht. Also da haben wir auch an der Info, wo wir noch am Verlauf von der Sendung mir oft werden drauf angehen, also auf der Info auf Instagram, gemerkt, dass auch dir ihr Stunde nicht einzieht. Das möchte ganz aber immens interessant. Aber ich komme denke ganz kurz auf die Grundwort einfach zurück. Also Innerwäsche ist für mich an allererster den etwas, bei den Innersänger noch draußen visibler Kleidung unhört. Also das ist ein totaler Konträr von den Superhelden, von denen wir für drüber geschwärzt haben. Das wäre das Allergrundlegendste, weil da haben wir noch keine Funktionen, die ganz viel variieren können von Mensch zu Mensch. Also das gebe ich nur als Grundidee holen. Das ist etwas, was du nicht so viel nur bei Gesäß, sondern das ist etwas, was sich zwischen deiner Haut und deiner Kleidung befindet. Ich meine, das kann ich so mit schreiben. Und was fallen da für Funktionen an? Also der Grund, wieso ein etwas zwischen die, sag ich mal, bausische Kleidung an die Körper ungeht, ist ja normalerweise, dass den irgendwie will, gewisse Organe oder gewisse Körperregionen schützen für der Kleidung oder will den Kleidung schützen für den Organe, die eventuell irgendwie Flüssigkeiten verlieren oder so. Und das ist mal eine Funktion, also irgendwie so Schutz. Dann will ihn irgendwie vielleicht Sachen auf Form bringen, dann meine ich, als wärmt auch einfach in eine normale Funktion, also den Prinzip vom Zwiebellook, den kennen wir ja alle gut, für allem am Winter, wenn ihr viel Schichten über den ungeht, aber bei der Innerwäsche den eben immer Körperregionen, also für allem eben am Intimbereich, das ist ja auch ein Bereich, den gut durchblutet ist, wo ihn dann normalerweise viel Körper wärmt, die verlieren, das ist vielleicht gut für den, ein bisschen mehr Wärme anzupacken. Genau.
Was man noch nicht hatten, dass in Innerwäsch benutzen kennt oder kann, 4 Sachen zu verstoppen. Da gibt es verschiedene Sachen, die ihr verstoppen kann, darüber werden wir auch gehen. Anderen könnt natürlich, dafür gibt es manchmal auch das Wort Reizwäsch, gibt es natürlich auch noch den ganzen Bereich von, was kann ich überbetonen, wie kann ich etwas neu an 10 Sätzen nennen, ich mal, das ist ein bisschen so wie ein nee, schlussen die Vergleich, das sind den Saublitz. Ich hätte es auch gerne hören, mit das okay. Ja, nee, mit das immer, also ist ja eine relativ große Oberweite an, wie soll ich das so, mittlerweile passen ich mehr drauf ab, wie für 10 Jahre, dass es nicht permanent so ausgeseit, wie wenn die Obst aus dem Kirfsche rausgefallen. Und der fertigste Bilder ist irgendwie am Kopf, dass es drauf könnt, wen den Obstkurve arrangiert, ihren da malt an einem Zirschenkurve. Für Leute, die das kein zu denen mit Aquarell. Nee, ja. Dann als Stillleben. Boah. Ich meine, da dürfen schon so viele Menschen getrieben in ihrem Leben. Beim Podcast ist das aber ein bisschen blöd, von der ganzen Zeit schüsst die Wahrheit. Nee, ja, da waren wir geschweift. Geschworfen. Mit was also, du fangen. Kann ihn, wenn wir Sex-Podcast sind, soll man vielleicht über Sachen präsentieren, weil sexy sind, schwätzen. Kann man machen. Bist du gerade innerwäsch und an der du sexy fühlst? Für mich ist das eine Grundkondition. Also, dass das zusammen mit Bequemlichkeit geht. Ich gebe niemals etwas unter, was abreizendes, mir unbequem. Ich hatte das zwar mal in der Vergangenheit, ich möchte seine Erfahrungen, da guckt dann, wo in welche Richtung geht. Ich muss aber sagen, dass ich zum Beispiel Sport-BH unhund, das an der Info auch ganz häufig genannt gibt für Leute, die Oberweit tun, dass die Sport-BH gerne undienen und ich fand, dass die auch sexy machen kann. Sich sexy fühlen und wohlfühlen, das auch so etwas, weil du nicht extra kompensieren kannst mit Wäsch. Also das ist nicht ein Mensch, den sich bei sich selber nicht wohlfühlt, den da bemol der magische Süd ja und der dann da bemol sieht, okay, ich silo ihn. Ich meine, du kannst halt so an den labersten, schlappersten Sachen kannst du dich trotzdem wohlfühlen. Also das ist eine Aufgabe. Ja, das ist ja, nicht ja. einfach. Aber für mich ist das auf jeden Fall die Antwort auf die Frage. Was brauchst du dafür, dich sexy zu fühlen? Also ich schon bei mir gemerkt, dass es durchaus Kompromisse gibt zwischen denen ganz komfortable, ganz labere Sachen an denen Innerboxen, die ein bisschen mehr eng uleihen, wo zwar nicht den alles gesagt, die aber vielleicht ein bisschen mehr Sachen betonen, Körperregionen betonen, wo ich mich dann einfach mehr sexy drauf fühlen wie an so ganz, ganz laberische, weite Boxershorts. Wobei ich aber fand, dass die, je nur den UWen, auch ganz sexy können ausgesehen. Aber das hängt immer ein bisschen von der Person ab, von der Ausstrahlung, die Person hört, an auch wie wohl in sich eben an der Wäsche fühlt, die ihn undet, hängt das ganz davon auf. Kennt ihr so, dass die anguleien Sachen helfen, sich selber mehr zu spüren? Du spürst der Körper ja auch nicht, weil du mehr Berührungsflash hast mit dem, was und dir drüber leid sozusagen. Also ich meine für mich persönlich, also tatsächlich echt das ausgesehen. Das okay. Echt das, okay, gefällt mir das, fand ich das irgendwie gut ausgesehen, wie das aus von wie viel spüren ich. Weil schon viel bei labere Sachen, meinst du, später in die sogar mehr, weil sie irgendwie so rundherum schlenkeren. Wie bei Sachen, die mir eingeleihen, die dann echt so zu später Haut gehen. Das ist eine interessante Frage. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass den sich dann mehr spürt. Hängt doch eigentlich vom Material auf. Was ich noch ziemlich witzig fand, was mir aufgefallen ist, ist schon ein Modell von Boxen, die kein Näh tun. Und ich persönlich fand das extrem agreeabel. Ich fand gerade, wenn es ein bisschen mucklig bist oder ja effektiv auch ein bisschen mehr breit hüften, dass die Mensch desagreeabel ist, von irgendetwas ausschneidet, wenn du Mise en place musst du alle 3 Minuten machen, weil du Gefühle zerstecken oder was auch immer. Und das Problem ist, die sind so agreeabel, all luftig leicht, dass ich wirklich, als du schon aus dem Haus gegangen sind, habe ich gefreut und habe ich vergessen, so zu tun. Ja, und du hast da, wie gesagt, da geht es schon bald echt sich gut nicht spüren, mit dass du sich bald Gefühle hast, du wärst locker flockig in der Weh und du warst aber noch ein bisschen bedeckt. Also ich fand allgemein für Kleidung ist das eine gute Kriterium, dass es nicht steuert, wenn ihn so hört. Ja. Und auch du, mir schon ganz oft über Entwicklungen am Leben geschwärzt, wie dass du seinen Platz findet oder das, was bei ihr passt. Und ich schon zum Beispiel bei mir rausfand, dass ich bis es dringend angehe mit Fiesellen, dass mir das nicht geht, dass ich mich nicht wohlfühle, dass es nicht flott ist.
an irgendwann hunne du einfach so Sache von wo Bandchen neben mir breit aus wo dein verschiedenen opleit also wusste quasi so Hotpants ist die Ball Stringtanger sehen an wo einfach so endlich auch Verständnis dafür kommst du musst nicht an die Kleiderbutik passen mit die Kleiderbutik passt am besten Fall zu dir an wann nicht da siehst du nur Alternative mit du bist nicht blöd weil du den an dem Modell irgendwie du kriegst. Wir haben als ziemlich interessant Sitten angeguckt, wo in Innerwasch kaufen kann. Da war man auf einem queere Sit, der Joel und ich, wo man ja auch Joel Sachen gesehen haben, die weit vom Schutz letztlich entfernt waren. Also das war ja wirklich reizwärtig, wo unter anderem für Leute, die ihr Penis und der Penis ja gar nicht mehr verhüllt war. Also da war sich so zum Beispiel ein Loch. Da war echt also ein Gucklach, ja, für das zu präsentieren. Genau. Als Manager war es wirklich just für die Gelegenheit umgeht. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ihn das umgeht für so Vorstellungsgespräch oder einen langen Erbestag, wo ihn dann die ganze Zeit viele so da hängen die schon etwas raus. Mit das ist interessant, weil das geht zum Beispiel auch der Südjan, wo du quasi just Dreiecken hast, die den Brust im Rahmen, sozusagen, wo auch 4 eigentlich gar nicht bedenkt ist. Und ich fand die ganz interessant, weil ich meine, das hat ganz viel mit der menschlichen Psyche zu denen, dass in sich da fragt, für was das die überhaupt, weil es also irgendeine tragende Rolle am wahrsten Sinn vom Wort spielt es ja dem Moment überhaupt nicht mehr. Und ich fand da eigentlich ganz schön, weil jeder singt Poesie für sich entwickelt, da guckt, welche Umdeutung will ich machen, was will ich gerade betonen, was will ich nicht betonen. Es gibt auch die Dappische, ich weiß leider nicht, wie das hier ist, zu dir, wo es da ausgesetzt, wie wenn du so Pompon auf den Nippeln drauf hast. Mir fällt der Nimm gerade leider ohne dann, ich weiß auch, was du meinst. So. Ich meine, das an den USA, wo ihn dann oft seine Nippeln nicht der Fall sind. Genau. Als das dann so den Trick für können, oben ohne zu sehen, an aber noch irgendwie just den allernächtigsten zu verhüllen. Mit das interessant, wie oft dann so ein Kleinstück Stoff just nach dann aber irgendwie das ganz mehr sexy, mehr aufregend möchte, wie wenn das Stück Stoff nicht da wäre. Genau, das meine ich. Also das fand ich ganz das interessant. wirklich, ja, gebe ich einfach gerne wissen, wo das hier könnt. Me wusste du von dem Sit geschwert hast, also du goufet eng gouf verschiedene Marke gestalt an eng Schulleiter hier Nummer vergisst. Wer dat Spitzbube? Spitzenjunge Hipster Empire Schwarz. Ah ja, Spitzenjunge. An wie du nummer seht, hun déi ënnerwäsch fir Mënsche mat Penisse gemet, wo spëtz drauf hier kommers. Wat App sos war den sos echtter Seele gesäit. Also meeschtens sinn Schnennlung Energiemee Männer ënnerwäsch as entweder so Kotting oder das bisschen mehr uleiend, mit das meistens ganz wenig verziert. Aber wann da geht es da so an die sportliche Richtung, an der Leih wirklich teilweise Menschen schön erwäscht, die tatsächlich mit spitzt werden. Das finde ich ganz interessant, weil ich schon immer ein bisschen Gefühl hatte, dass so den Trick, was den so Dessous nennt, oder wie du für so das Reizwäsche, dass das für einen Menschen mit einem Penis, dass das am Anfang nicht so wirklich ging aus langer Zeit. Oder echt so ein Nischen-Dasein dat gefriest huet. Dat muss ich ja nicht verstoppen, dat huet natürlich auch mal ein Patriarchat zu denen an mat den Strukturen, an denen wir leben, so Frauen sollen sich als sexuelle Objekte präsentieren an Männer, die können dat konsumieren an das am Anfang egal, ob sie logisch den schmuddelischen Kalzungen hun oder nicht. Und ich fand dat ganz cool für dat umzudrehen. Und das natürlich auch kein Zufall, dass dat auf einem Site ugewiesen wird, den sie schon queer Menschen riecht. Ich habe mich gefreut, ob es auf der anderen Seite vielleicht so ist, dass weil das ein bisschen Männer visibel ist, da schon mehr ein Akt vom Statement ist, zu sagen, hey, ich interessiere mich auch für Flott innerwäsch. Und da kommen wir darum so an die Diskussion, wie viel männlich gelesene Personen stellen sich auf einen öffentlichen Platz und sagen, hey, ich hätte auch gerne ein Angebot. Und ich fand das auch interessant. Wenn den feststellt, auf jeden Fall ist das aus, dass an der 10 von Männern, die mit Männern schlafen, et eichter eng Betonung op ënnerwäsch gëtt wie lo an der heterosexueller Mainstream-Gesellschaft. Giwech so. Also et gëtt Menge so relativ viel Fetischen, die bësse so mat Sportbekleedung ze din huet, also die berühmt-berüchtigt Jockstraps, die jo am Fong. Da kann ich nicht. Das am Fong aufgelegt vu Funktionskleidung, vu Sportskleidung, wo ihn dann am Fong so en Dëppchen dranhängt fir sein Penis seg eher zu schützen, wann den American Football oder selbst spielt. Okay. Und du hast den Hönner frei. Und da das dann natürlich ein bisschen so fetisch gehen in verschiedenen schwulen oder bisexuelle Männer. Und dafür geht es mittlerweile auch einfach als normal Dessous in Innerwäsch
ja, da wollte ich noch ein bisschen darüber raus, dass du anscheinend mehr normal ist, dass Männer auch speziell für sexuell Uläs sich Innerwäsch kaufen und vielleicht auch für Fetisch Uläs sich Innerwäsch kaufen und undien. Und das schenkt bei heterosexuellen Männern dann aber nicht immer so der Fall zu sein. Wobei ich da auch gar nicht will ausschließen. Also gerade am Fetischbereich gibt es ja auch heterosexuelle Männer. Du hast das mit der Funktionswäsch sich genannt und ich habe mich gefreut, wenn nicht so etwas wie Funktionswäsch gibt es dann auch Dysfunktionswäsch. Ab wenn ich als Wäsch multifunktional wird, das ist nämlich mein Traum, dass man das alles zusammen an ein Package dran kriegen. Und das, was du beschrieben hast, das ist ja da schon bald ein Zweck entfremden. Oder schnell auch reclaimen, also das tatsächlich wie kann ich aus etwas, das an der engen Situation so funktioniert, das ganz anders machen, auch für mich dummer mein Raum schaffen. Wo man noch nicht drüber geschwärzt wird, das ist, dass die angeblich entre Gimme weiblich in der Wäsche und die angeblich männlich in der Wäsche, dass die innert nie auch noch getauscht können. Also das wird ein großen Teil von meiner Jugend ausgemacht. Das ist die ganz lange Zeit, auch weil ich an der Zeit viel Baggy Pants hatte. Und ich befreien da mega agreeabel von viel Boxershorten. Auch du seinst du so froh, wie viel Leute du schon in der Wäsche vom jeweils anderen vielleicht auch mal probiert. Wäre interessant, kann das auch für die Erfahrung zu machen. Der wird nämlich für zu merken, dass das halt so mega anstrengend und nervig kann sein, das ja und dann auszudrehen. Und das nicht alle Menschen, die mit so einen Arm mit zwei Fanger abmachen kann. War das dein Lieblingsstück, was du vielleicht auch gibst undo, wenn du ein Hot Date hast? Es ist ein bisschen traurig, weil mein Leben war ganz lang farbig. Das heißt, ich war voller Begeisterung, wo ich gemerkt habe, dass es Sesamstraßen in der Wäsche gibt. Also was mir topisch und mir verrückt war, dass ich wirklich mehr cool fand. Das war so am Sinn von Express nicht d'office sexy. Und dafür geht es darum sexy, das war meine Grundidee. Das hat nicht immer funktioniert. Und es ist leider an den Lach gefallen, das ganz, ganz schwarz ist. Und dafür sind ich effektiv ganz klischeehaft Ball immer nicht mehr schwarz in der Weh. Und ich hasse Schnickschnack. Ich finde unmussig gerne, wenn es einfach just gut geht und das betont, was das soll betonen. Also das muss kein riesiger Zirkus sein, wo dann der Vorhang abgeht und die Leute an der Manege stehen und so, wow. Obwohl ich das von mir nicht gibt, denke wir sind doch echt den diskreten, subtilen Mensch, den da seht so, ich präsentiere mich heute, heißt kein Schnickschnack mit, das ist aber ziemlich cool. Wie ist es bei dir? Ma, ich bin vielleicht ein bisschen umgedreht. Okay. Also ich bin an den letzten Jahren mehr färbisch, mehr gemustert und auch definitiv mehr eng und mehr Formenvielfalt gehen. Und ich muss so die Sache, wo ich mich am allerwohlsten und auch am sexiesten fühle, die sind tatsächlich mehr eng und die haben oft ziemlich interessant Mustern oder Prints. Also wenn ich etwas mich so, was von den Favorites ist, dann ist es eng relativ knapp. Ich weiß da gar nicht, ob in das Shorts oder Boxer, ne, also das ist was kein langen Labosch Boxershorts. Aber so mal einfach eine Innerbox mit die zwei schweren sind mit 10 Donuts drauf. Und das klingt doch witzig, mir die ist effektiv ziemlich sexy. Du hast auch ein plus Strümpf, die dabei passen. Ne? Ja. Mir vergiss, sie verströmt Ich habe nicht über Strümpf geschwärzt. Sie strömt dann überhaupt in der Wäsche? War Dinger Definition noch schon. Ja, wie stehst du dann zu den Strapsen? Das kann ganz sexy sein, wenn die Leute sich dummer da wohlfühlen und wenn es gut ausgesagt, kann das ziemlich cool sein. Ich habe bei vielen Sachen gemerkt, und das hat ihr auch gemerkt, bei ihren Antworten an unserer Umfrage auf Instagram, dass es immens auf Qualität könnt. Wir schwätzen einfach von etwas, was die Mensch nur in der Haut ist, was nur verschiedene Organe ist, was je nachdem, welche Färbungsstoffe dran sind, also weiter auch wie geschädlich kann sein, Allergien kann auslesen. Und schon noch manchmal mit Strapsen, habe ich wirklich gemerkt, also die Kinder, die es der Uni Seitenbändischer kann es untun, also dass sie nicht urwen und besonders befestigt sind, die da so selbstklebend sollen sind. Also das war, es sollte eigentlich nicht auf der Antenne sein, das war wirklich pain in the ass. Und ja, du brauchst da einfach immens viel für Not zu kaufen, so Halle nicht zu rutschen, du kannst nicht immer da tanzen. Ich persönlich fand das extrem schön und ich gebe viele Leute empfehlen, wann sie das gerne und denen, dass sie sich dann echt etwas kaufen, was sie dann lang halten, aber dass sie dann eigentlich sinnvoll investieren. Und die sind auch alltagstauglich. Also ich fand, dass das nicht nur Special Events sind. So. Da brauche ich viel Cologne zu tun, den Ball bis auf den Kopf noch kann sehen. Also Cologne kann auch interessant sein. Du gehst da ja auch die mehr an die eine oder mehr an die andere Richtung gehen. Ich habe gemeint, du gibst so einen schönen Cologne, kann auch entzücken.
Wenn man nach bei Ström sehen, gibt ja auch die Overknees, also die bis über Knien gehen, die können auch ziemlich cool sein und ziemlich sexy. Ja, das ist den ähnlichen Moment, wo so lange Tennissocken auch wirklich funktionieren. Wann schläft nicht mit Birkenstock kombinieren? Ne, obwohl, das soll auch schon freigestaltet sein. Auch dann, das ist fetisch wahrscheinlich. Birkenstocker, weißt du. Ja. An der Manager eine ganz dezent Überledung. Birkenstock, weiß Tennissocken an der Marcel. Who the fuck is Marcel? Oh, merkt, ich wollte das Trick auf die Spur setzen und ich stand komplett entgleist. Ja, wen hast du Marcel? Joel, wie ist du es? Ich schon gerade schon gesund und das sind immer hier im Schön. Ah, du so sitzt schon? Ja. Oh, pardon, da war ich am Menge im Wahn, von dir wasch geschwommen. Okay, pardon, wir waren beim Hirnchen. Das ist witzig, weil sieht hier nicht jeder Marcel. Mit Joel sieht aber Marcel. An ihrer Sendung über Männlichkeit, an Anführungszeichen, hat darüber gesprochen, du sollst du Marcel. Ja. Und da war für mich die große Frage, ob zu Lützeburg kann retracieren, wen den Ursprungs Marcel du hast. Ah, das wäre effektiv spannend. Ah, du weißt es aber nicht. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Ich habe gar keine Ahnung. Ich schon da die Wahl von anderen Leuten und ich will nur, dass das einfach die Lützeburg Bezeichnung ungefähr ist. Wir werden Recherche machen, wir werden an alle Recherchezentren anrufen, bei denen ihr das eventuell irgendwie rausfinden kann. Oder dir so da ist und ihr schickt euch das dann per Instagram oder Facebook oder per Mail. Me machst halt das so mal das okay so ihr schöne Nummer mit das aber okay das ein Hirnchen so hilft mir es gibt noch ganz andere Bezeichnungen Ja. also du waren mir noch über pure Sache gestoßen was stehst da auf Schule Am Englischen nennen die das Wife-Beater, was ja einfach keine menschliche Nummer ist. das ist brutal inkorrekt und blöd. Das Problem ist schon verschiedene Artikeln an unerkannten großen deutschen Zeitungen gelesen. Das geht einfach total kein Überhol. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt Firmen, die D'Office so nennen. Ja, das meine ich einfach die Nummer an Amerika. Also ich weiß nicht, ob es den anderen Nummer dafür gibt, für das Kleidungsstück. Von der ziemlich problematisch. Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut. Also doch. Also sowohl, ja, an alle Richtungen. Also das an alle Richtungen, den Termus, ne, du kannst ja auch nicht das natürlich auf der anderen Seite auch blöd, weil es wird die schrecklich klischeehaft Ja. Von einem Ja, Mann effektiv am Kopf, den das Ding unhört, aber Menschen einen kleinen Goldkette, dann ist irgendwie total voller, sondern ob seine Frau drauf schlägt. Und das ist ja total Zweckentfremdung von dem eigentlichen Kleidungsstück. Ja. Weil das nicht all Mensch, den der Marcel dreht, den Wife-Beater ist. Nee. Also auf jeden Fall ganz schön absucht. Ich finde auch, ob das funktional oder das multifunktional unerwäscht zurückzukommen, du gibst gerne ein paar Grenannen, die unter anderem als Nullaustra und Nullaustrerinnen als so geschickt haben. Tun da viel eben hygienisch Gründe genannt. Du hast für schon ein bisschen nur geschwärzt, wo es auch um Körperflüssigkeiten geht, die Körper verlosen. Denken, dass also Körper gewissen Unteil auf Flüssigkeit einfach automatisch aufgeht, durch den Dach durch. Das tun wir allgemeinsam, lo nicht aber noch so spezifisch Fall. Du geht dann auch schon ein bisschen wie Großquantitäten. Das ähnelt als bei Menschen, die menstruieren. Und der andere, was mir aufgefallen ist, wo leider Gottes ganz wenig drüber geschwärzt wird, das Inkontinenz. Was fällt dir zu beiden Themen du an? Zu Menstruation, du gehst ja auch immens viel Menstruationsprodukte, die meistens an der Innerwäsche verschwonnen. Es gibt aber auch mittlerweile Menstruationsinnerwäsche, wo ihn einfach et laufen lassen kann und den dann nur gut auswäscht. Und die fängt das dann so ab. Ich kann dazu nicht immens viel so, weil ich selber nicht menstruieren. Aber ich meine, dass je nachdem, wie sich das gestaltet und wie stark das Hunde aber schon von Leuten hören, die relativ gut Erfahrung damit da gemacht haben und dadurch relativ praktisch von tun. Also ist sie ja interessanterweise auch nicht konzerniert von dem Sujet seit 7 Jahren aufgrund von der Verhütung, die ich gewählt habe, weil das ein Nebeneffekt war, der bei mir angetragen ist. Mir fand ich mal ehrlich angucken, von meiner Jugend bis heute, was sich da entwickelt hat, fand ich das enorm spannend. Und ich schon auch von vielen Freunden und Freundinnen, die menstruieren, eben hören, dass du glücklich da sind davon aufgesehen, dass du Männer Kasten hast, dass du etwas was wiederverwendbar ist. Und was Inkontinenz anbelangt, natürlich gehen du auch andere Produkte.
ich habe just auch dort gefühlt, es geht oft gemacht, wie wenn just eher Leute konzerniert wären und es geht auch da so gemacht, wie wenn just Frauen konzerniert wären und das ist einfach ein Denkfehler, gerade im Kontext von Prostatakrebs kann das ein Problem sein, das ist etwas, was nicht nur unbedingt am Alter antritt, aber auch mehr frei antreten kann. An dem Moment fand ich es ganz spannend, auch so Reklamen sich anzugucken auf der Tele, weil Menstruationsboxen gehen mit sozusagen weiblichen Darstellerinnen und sich auf der Tele gewiesen ist und das für Männer einfach noch nicht gesehen. Und auch da fand ich, dass, was Werbung anbelangt, in da vielleicht auch noch ein sich ein bisschen andere Gedanken kennt machen, weil Leute, die Produkte brauchen, an der Situation, die sie sicherlich froh, wenn sie dann irgendwann merken, hey, ich muss das nicht ganz allein auf Menge mischt organisieren. Und das ist für alle nicht allein mit der Problematik. Also das ist ganz, ganz klar. Also mir haben ein bisschen geschwärzt über verschiedene Funktionen, die Innerwäsche kann haben. Ja, viel über die sexy Funktion geschwärzt, mir aber auch über Wärmhallen oder Körperflüssigkeiten abhängen geschwärzt. Es gibt aber auch noch die Funktion für Sachen zu verstoppen. Fangen wir da Sachen an? Schon mit einer ganzen Reihe Personen geschwärzt, die Südjan zwar Hunden, mit die eigentlich gut nicht gerne undienen, an die du heben, du fies, ob das halt Leute losen, an die aber so sind an einer Schule tätig, schaffen mit viele Jungen, was auch immer, die einfach so egal ob man lokal ist oder ob ich hab's gesehen habe, was mich sexuell irgendwie stimuliert wird, ich will nicht, dass gesagt, dass mein Nippeln hart sind und dafür diene ich das Südjahr un, weil ich nicht eine Durchsichtigkeit riskieren will oder so. Also du hast es einfach, du fies so ein Isolieren von, dass die Körperregungen nicht gesagt sind. Und das andere, was mir da auffällt, ist das sogenannte Binding. Kannst du denen gut erklären, sollen wir zusammen probieren? Das ist, wenn ein Brust hat, an die durch meistens in speziellstück Stoff, was sich Binder nennt, Flair trägt, an dann meistens so ausgesehen, wie wenn den kein Brust mehr hat. Je nachdem, wie groß die sind, wie die Körperbau ist, gesehen ihnen das mehr oder minder gut, aber DAX funktioniert das relativ erstaunlich gut. Und das ist etwas, was viele Transmenschen benutzen, für Transmänner eben, mehr auch non-binary Leute und genderfluid Leute, die eben Brust tun, an die zeitweise verstoppen wollen. Also es gibt ja auch Leute, die kein sich Brust nicht wollen lassen, mehr das einfach wollen, können von der zu der entscheiden. Genau, so ein bisschen steuern können in dem Moment, ja. Was du wichtig ist, dass den das nicht zu lang umgeht, weil das einfach viel Druck auf die Körper ist, weil das auch kann, weil ich nicht falsch und die Tripper verletzen. Also muss ich schon gut aufpassen. Und das sollte noch am besten eben mit einem Binder machen, nur einer Anleitung und nicht irgendwie mit Bandagen oder so. Das ist echt eine schlechte Idee. Da kann ich sich dann wirklich bleibende Verletzungen zuziehen. Das just als kleine Klammer zu dem Thema. Ich hatte bei der Recherche sind ich auf WikiHow kommen. Also es gibt schon Situationen, wo Wikipedia oder Wiki nicht immer die allerbesten und die echte Rekommendationen sind. Mir war das eigentlich ganz interessant von tun, das war, dass es wirklich vorsichtig erklärt war, dass da sind die Sachen, ob der jeden oppassen muss, du könnt er informieren, dass du sieben Gründe für was den du kein machen. Es wird sogar erklärt, dass weil Leute sich den ersten Wille raussichern, auf finanzielle Probleme haben, dass es tatsächlich Firmen gibt, die da sogar so etwas wie Stipendien rausgeben, wo du da mit ihnen zusammentasten kannst, was passt für mich. Und das, wie du Joel sieht, also das kann gesundheitlich Nebenwirkungen haben, die Ziel verfehlen. Also das ist total legitim, so etwas zu benutzen. Man muss ihn einfach aufpassen und soll den nicht blandenmännisch improvisieren, weil sonst aus das, was einem sein Leben vielleicht verbessern kann, das ein bisschen mehr schwierig machen. Und dafür gebe ich erst einfach rekommandiere, wirklich. Ich hatte nur den Deutschen geguckt, dass das WikiHow Brüste binden, damit sie flach werden, also simpel erklärt. Und ich denke, du kriegst da so einen echten Abblick daran, wo der dann die Notfühler ausstrecken könnt, für zu gucken. Also, weil der Ball ganz klar ist, dass das wie all andere Innerwäsche oder all Wäsche, die in den Kleider dreht, eine ganz individuelle Geschichte. Also du sollte keinem etwas suggerieren, was nicht und die Person in dem Moment angepasst ist, nicht alles okay, sind Zeitchen zu brauchen, bis du seht, hey, los nicht auf meiner Platz ankommen, wo ich das machen kann. Loma vom Oberkörper geschwärzt, Joel, ich muss da ehrlich sagen, ich kenne mich gar nicht so gut aus, was den Innerkörper anbelangt, für Sachen zu verstoppen, gibt es da auch Möglichkeiten?
Also es gibt natürlich auch Leute, die nicht wollen, dass die gesagt, dass sie einen Penis haben. Und die kann ihn dann auch verstoppen. Du geht doch speziell innerwäsch. Ich kann da nicht erklären, wen das alles genau möchte. Aber das nennt den Tucking. Du geht auch ganz viel Anleitungen, wie ihn das so merken kann, dass es erstens nicht auffällt und zweitens, dass es angenehm ist oder nicht zu viel unangenehm. Du geht auch innerwäsch, die einem dabei helfen kann. Das geht allerdings auch ohne speziell innerwäsch. Aber du gibt dann noch Anleitungen für die Leute, die das wollen ausprobieren oder brauchen. Was ich noch zum Verstoppen mal grad angefallen ist, das Verstoppen, da sind wir ein bisschen froh, wie in das Verb interpretiert. Und ich fand, dass es den ganz großen Unterschied macht, ob ihr selber zum Beispiel, wenn ihr Brust hört, seht, ich finde in deinem Verleber, wenn das mir klar ist und ich fühle mich dumm und mir wohl, oder ob ihr tatsächlich in einer Situation könnt, wo ihr von außen Gefühl hört, dass die Leute ihn so viel beobachten und ihnen so etwas wie ein Schutzschild aus Schäden für sich hält. Et gewinnt den sich so an Deelweis ziemlich krank Situationen heran, da se se ste froh vielleicht ob muss stellen. So vielen ich mich tatsächlich lo geschützt an das dat für mich agreabelt gefiel oder wie viel ich mich beobacht von meinem Umfeld an dat vielleicht auch einst du neu zu verhandeln. Also ich würde nicht viel vier Transpersonen Schweizer, weil ich nicht trans sind mir dat ich heieren hun als Gespräch mat vielen Transzeit aus effektiv oft gonne so viel den dat egent Gefühl geht mir echt darum, wie andere Leute in gucken, wie andere Leute in den egene Körper interpretieren. Mir so ja oft als Frau oder als Mann geliers an dat leiten mul oft darunter, was für Wölbungen an der Kleidung erkennt, an der das dann oft der Grund, wieso ihn auf so Mitteln zurückgreifen will. Kita, den das natürlich auch für sich selber machen kann und das auch super okay ist, für zu sagen, ich will einfach so ausgesehen. Mir schmengen, dass das oft, ja, der Blick von der Gesellschaft, der Blick von außen, dass den oft eine große Rolle spielt an nicht für nichts gibt es viel Initiativen oder Leute, die so ein normalisiert, dass es auch Männer gehen, die Brust tun, und auch Frauen gehen, die Penis tun, und dass das einfach mehr normal geht, dass nicht die Körperteile nicht so an Geschlechter anzudelen. So, ich will noch etwas ganz ernst, das wir das Stichwort freuen. Froh mich. Wat net weder mat verstoppen nach mat ich nebs dabei machen net mé ich mat wie gut sitzt het. Hast du schon enker ein Bra-Fitting gemäht? Ja, für langer Zeit, also seitdem haben sich meine Musse leider verändert, ja. Weil das ist ja anscheinend effektiv so, dass ganz viele Leute mit Brust den falschen dann oft ein zu kleines Hüt ja und den. Ja. Und das geht weh, und das ist desagreabel. Und muss ich auch da kommen auf Qualitätsreck. Qualitativ hochwertige Sachen, die angepasst sind, kosten auch gewissen Preis. Das heißt, oft entscheiden Leute sich nicht für ihn, die gut sitzt, sondern für 10, die halb sitzen. Das ist auch da also zu empfehlen, sich beroden zu lassen und sich Sachen rauszusichern, die wirklich gut sitzen. Genau, und sich die Zeit auch einfach zu halten. Also das das eigentlich auch ein Self-Care-Maßnahmen, von denen so will. Das gehört dazu, ob sich können oder wollen aufzupassen. Und da sind du auch Fachunterstützung von außen braucht. Also auch okay. Und für den Trash, ob sich selber und ob sich Haut aufzupassen und zu wissen, dass sie sich nicht das letzte Gift irgendwie so direkt auf die Haut drauf lädt. Und dafür lieber sich Zeit holen, nicht präparieren, Spaß holen, vielleicht sogar mit einer Freundin oder einem Freund zusammen kombinieren und das ein bisschen glorifizieren und dann das richtig raussichern, wie so zack, zack, bum, bum oder sich am schlimmsten Fall noch von der Mama oder dem Pop kaufen zu lassen. Okay, Klammer zu. Wir wären beim Tucking, also den Penis an der Box irgendwie verstoppen, geht aber ohne die komplette Gegenteil davon. Genau, da sind wir am Bereich vom sogenannten Packing. Das ist für Leute, die kein Penis haben, die aber gern so einen Kurve hätten. Da gibt es dann auch speziell Innerwäsche, wo man sich einen sogenannten Packer kann dran machen. Das kann ein Silikonpenis sein, also kein Dildo, mehr eben in einer schlaffer Form. Das kann aber einfach ein Bull sein, so ein mal. Also das kann mehr oder weniger realistisch ausgesehen und das geht oft darum, dass den dann eben an Straßenkleidung so ausgesehen, wie wenn du ein Organ wär. Ich hatte eine interessante Erfahrung mit einer Person, die das heißt so gemäht hat, wo ich dann so wäre, wie hast du heute noch ein Dildo leihen? Und dann
da die Person so, nee, das ist mein Schwanz. Und ich so, ja, okay, wieso legst du den noch hier rundherum rein? Von der Löwe wird Packe schwätzt und es geht bei den Oberkörper, bei Menschen, die Brust tun. Da kann ich so dass ein gewisses Pendant, das nicht direkt erzählt, mir gewisses Pendant dazu, ja, der Push-Up BH kann sein. Ja. Und ich fand, dass jeder soll zustehen, sich ein Push-Up zu kaufen oder nicht. Weil du hast ja Küsse, die an ganz unterschiedlichen großen Formen du eigentlich können dran sehen. Und du kannst da ja quasi den Dimensionen raussehen. Es gibt Leute, die da mal 2 Körbchengrößen mehr haben. Und ich fand, dass die Sport, die soll immer da sein, sich selber zu ergänzen. Mir möchte just heinz du such, wenn ich mal a Butiker so Situation angucke, weil ich heinz das Gefühl, dass der Ball kein Südjami findest, wo der Küsser keinen dran sind. Und ich fand es ganz, ganz schwierig, weil oft dadurch, wie die konzipiert sind, quasi auch suggeriert wird, dass du unbedingt eine große Oberweite brauchst. An die eine gewisse Form soll tun. Und Genau. das ist ja, also wenn du dann wild etwas Wertendes so und dann ist das mal hoffentlich alle Guten irgendwann auf den Punkt kommen, wo man merken, dass es okay ist, wie als Kipperin ausgesehen, dass man lernen, als Kipperin so zu appréciieren, wie sie sind. Ja. Was nicht heißt, dass die nicht der Sache verändern. Also Südfrieden soll Sachen in seinem Körper dürfen verändern. Also Südfrieden soll auch dürfen, da man da experimentieren, wie sich an der Öffentlichkeit geht, ob das nur ein Bein ist oder ob das nur Push-Up BH ist oder ob das der Packer ist oder ob das Tucking ist. Also das sind ja alles Sachen, die ganz legitim sind, mit denen man kann spielen. Aber soll ihn aber nicht sich forciert fühlen, unbedingt ein Push-Up mit einem riesigen Küssen dann umzudoen, just weil meint, das müsse so sein, just weil das von der Gesellschaft oder von den Medien oder von wem auch immer so irgendwie suggeriert gibt kriegen. Genau, Also das wäre manche Fehler, wenn den zu Sachen just gibt machen für irgendwie enger Norm zu entsprechen oder für, weil meint, sonst gibt in anderen Ländern nicht gefallen, weil ich meine, das ist einfach nicht so. Das ist die große Sache von, sind ich mir selber genug oder sind ich als Mensch einfach selber genug. Und ich fand schon, dass das wichtig ist, so es sind als Mensch selber genug an alle Upgrade, den du bei können, dass es schöne Luxus ist. Dass ihr einfach seht, halt Grundfassung ist total okay. Was man nämlich nach angefallen ist, das ist ein immens dummes Beispiel. Wir sind alle mit Asterix und Obelix großgehen und ich meine, dass es an den ganzen Asterix und Obelix-Filmen keine einzige Frage, die nicht so brüscht wird, die total oben nie gedreht sind, wie so ein Massenkarambolage. Und ich weiß, dass ich allein durch die Bilder relativ lang, ja, also so mal bis an die Freijugend, gedurcht werden. Bei mir wird Oberweite ganz komisch, weil es aber einen gewissen Abstand zwischen ihnen Brüst gibt. Das war so den Dingen, oh, mit die sind ja nicht auf nie gedrudelt, da sind die aber irgendwie falsch, hört ihnen die falsch sortiert, oder was das geschieht. Und du merkst da, nee, so einen gewissen Grundaufstand ist okay. Und du brauchst auch, okay, sieht ja den mit einer Heftklammer oder wie die Dinger, die Handwerker benutzen, für Placke festzumachen. Du musst die nicht dumm festhacken oder oben dratschen oder so. Und noch du merkst den dann immer rum, du gewinnst dir schon ein Bild, wo einfach schön und gut ist, von sich Stadt ein bisschen aufwandelt mit der Zeit. Geht der den natürlich, wenn den will, ein Corsage umdoen oder etwas, was in die Richtung geht, dann der wenn das auch schmerzen. Dann natürlich aber bewusst und nicht just für einem Ideal zu entsprechen, was nicht von der Natur nicht kann erreicht gehen. Genau, und das ist den Upgrade, den ich mengen. Übrigens finde ich das auch ganz, ganz schön von bei den Sachen, die Leute als geantwortet tun, nämlich es tut ganz wenig Leute gesagt, dass sie hier innerwelch die 4 in anderen. Und die absolute Majorität wird gesagt, dass es ganz viel sich selber wohlfühlen geht. Und dass es Selbstbewusstsein geht, also selber spüren und dass es heinst du einfach ein Deckschein da kann gewesen sein, wenn du Neues für den Spiegel stehst und siehst, wow, es sind einfach unmussig sexy. Und auch wenn ich das keinen begegne, mir geht das total durch, mich selber gut zu fühlen. Und egal, ob du Katzen, Hunde oder Donuts auf Dinge in der Box sind oder ob es den mega Rüschen Chrom unhörst oder dein Binder oder war doch immer mit, dass du einfach du stehst und siehst, halt, mir passt mein Körper gerade los, so wie ich schon heute 4 Mal gesehen. Also heinz du denken ich mal schon so Neues, so, aber wenn es dir Haut und ist, das ist mega schön am Anfang, dass du dann keinen begehen, sondern keinen System hat gesehen. Ja, das kann ich aber auch. Ja, heinz du bedauern nicht, die Welt schon, der hat sie nicht gesagt, was ich gerade erinnere.
Und dafür finde ich auch ehrlich gesagt, die Inschöne, weil ich mit der ich wirklich ein bisschen ein Problem habe, dass sie die Sachen quasi verdrängen. Also es gibt so eine Boxen, die drücken der Bauch fort. Für das der flache Bauch ist, an dem einen oder an dem anderen Rock. Okay, das kann ich machen, aber ich fand bei denen Sachen schwierig, weil ich schon noch keine Inch-Person um Erdboden getroffen, die nicht gesagt hat, dass sie bald kein Luft mehr kriegt. Man so bist du hast wirklich Ofes, wenn du davon eine Fastdinger Hochzeit oder was auch immer rum kannst. Du hast das Gefühl, die ganze Butte gibt da mal gefallen kommen, irgendwie so, wenn du dich rum ausstehst. Und ich fand, was die engem suggeriert hat, du hast nicht die richtige Form an stricken, lo da de Wasch was steuert, die fand ich schwierig. Dann hätte ich vielleicht einfach will, die falsche Ragun zu tun. Keine Kleidung hätte verdient, dass sie sich selber vergrümmt, verbietet, für das sie so kriegt. Das stimmt. Lumi, was das Allerwichtigste nicht geschwatzt. Was das Allerwichtigste? Ich gebe gerne mit einem großartigen Zitat, das habe ich alle denn. Life is too short for pants. Das wird ein ganz wichtiges Idol von mir gesagt, nämlich der Winnie Pooh. Wenn nicht drüber geschwatzt. Sie das kein an der Wäsche. Ich wollte gar darüber kommen. Hast du dann auch nach cool gesprochen? Nee. Oh, der Winnie Pooh muss aber da bleiben, bitte. Ja, aber du weißt, dass Pants Buchse sind. Schon das als Hotpants interpretiert. Er hat ja auch schon einen Tanktop und. In Anfang ist ein T-Shirt. Weil die anderen haben noch alle gut nicht unnehmlich. Ja, wie sie sagen, eine nudiste Kolonie mit einem sexpositiven, dicke kleine Bier. Also alternativ dazu, Joel, habe ich nach einem Angebot, ist nämlich schon mal Margarete Stokowski singen. Untenrum frei. Genau, angefangen. Ich fand, das geht auch oben rum. Also ich habe gedacht, das wären beides zwei schöne Sätze zum Thema. So lange kann ich nicht wegen Anleitung schwätzen, ohne auf den Punkt zu kommen. Joel, heinst du auch mal ohne? Für mich nicht. Also, okay. Find's mir mit das gern, aber ich bin dann einfach ein bisschen konservativ an hun gerne Spucke. Also ich fühle mich einfach mehr sicher und mehr angenehm, wenn ich einen habe, wie wenn ich keinen habe. Absolutely legit. Aber bei dir? Ich bin seit Corona noch viel mehr wie all die Jahre verdrun eine total Verfechterin von Braless. Also es war wirklich einfach extrem agreeabel, du hier kein mussten unzuholen, à la limite Sport BH, die sowieso echt dafür gedurcht, dass einfach eine stützende Funktion zu erfüllen, mit ich sonst nicht viel zu nerven. Und es sind effektiv darauf gekommen, dass ich mal für die Zukunft überlegen. Also ich meine, dass die Tendenz ganz stark dahin geht, dass ich natürlich, du baust ihn und ich mich viel damit beschäftigt, für was das so ist. Und dann habe ich mich gefragt, brauchst du, wenn du baust Dinger Wohnung was definitiv mehr in oder hört auch mit ganz vielen anderen Sachen, die was du geniert, fühlst dich beobachtet. Und du sind ich noch nicht ganz fertig und ich dafür so nicht, also ich will 32, das heißt du gut einen gesunden Update zu machen und sich zu froh für was machen ist, dass da jenes nicht oder vielleicht aber 23% sind Dinger Meinung, also von unserer Nullaustarerinnenschaft. Also für die könnt ihr nicht auf mir 77% haben gesagt, dass Decker und Innerwäsche schon drin laufen und es wird auch eine Person bei, wie gesagt, den Lieblingsinnerwäsche aus, wird sie eben noch geschrieben, am besten einfach gut kein. Also dann, was du geschildert hast vom Konfinement, das ja den ganz viel, lesen die ganz viel. Ich kriege den Spruch nämlich zusammen mit Wear your mask, but not your bra, free the titty. Und dann geht es irgendwie weiter. Ich weiß nicht, wir können das rausschneiden. Nee, ich fand das aber witzig, das ist die menschliche Kampfspruch für ja. den Schluss. Also ich fand auf jeden Fall ganz legitim an wert auch darüber nachzudenken, wieso ein Kleidungsstücke undet, welche Funktionen sie für ihr selber erfüllen und was die vielleicht just undet, weil ihr meint, das müssen. Also, die hat ja vielleicht, wo man die erste Story für die neue Staffel gepostet hat, gesehen, dass der erste Gift, den auf dem ersten Bild drauf war, Wanna Hang Out war. Und das war leider innerwäscht, die wenn er was lenkt. Und ich habe ein bisschen süß vom Message hier. Wenn ihr mit uns outhängen wollt, wir sind im Moment ziemlich viel online, wir sind extrem glücklich, dass da nur der Vakanz bei uns zurückkommen sieht. Wir freuen uns enorm, ob die neuen Folgen, die noch kommen. Es gibt viel Präparation. Wir freuen uns, ob Tipps von euch, ob Austausch. Das heißt, seid da bei uns dabei. Du könnt noch etwas ganz Großes. Wenn wir zusammen schaffen, ist das egal, ob da einer was unhut oder nicht. Ganz genau. Und dann da bis in 2 Wochen. Tschüss. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was aus Nudismus? Nudismus oder Freikörperkultur
kurz FKK, ass eng Bewegung vu Leiit, déi ger plakisch sinn an dës doch net verstoppen. Sie versteht sich als Deel vun der Natur, et ass eng Äderweis an der Natur a mat der Natur verbond ze sinn an der Harmonie transzelieren. Et kann en dëst alleng an der Familie, am Grupp oder am öffentliche Raum praktizeieren. Mir kommen all plakisch op d'Welt a ginn dann ziemlich séier ugedo an ageweckelt. Dat war aber net immer so. Eis Urfahren waren plakisch oder bald ganz plakisch. An der meikale Regione vun der Welt hummer Kleder virun allem Deirenheit a Fäller ugedo fir eis wärm ze halen. An de ganz wärmegegenden hummer eis mat Kleder aus Kotting oder Woll virun der Hëtzt geschützt. Kleder hunn eis och gehollef eis ze tarnen an dodurch méier follech bei der Juch ze hunn an am Krich géint aner Gruppen. Sie können eis och géint Verletzungen schützen, zum Beispiel wann ma kierperlech Erbechten erledegen. Mat dem Opkommen vun den monotheistischen Religionen an dem Element vun der Scham, dem Schummen, hummer eis immer méi verstoppt. Ma sinn ermuntert ginn, soviel wie méiglech plakisch Haut ze verstoppen. Den Nudismus sech, de plakische Kierper, ass näicht Sexuelles. Genau wéi plakisch Kanner net sexualiséiert solle ginn, sind Nudiste plakisch, fir sech frei ze fillen. Ziel ass net, sech anderen ze weisen oder ze gefallen. Op denen meeschten nudistische Plazen as se noch net gezwungen, plakisch ze sinn, mé Dir wie sech ausdoen, wann is sech do no filt. Alles Sexuelles ass, wie op alle andere Plazen, der Personiwer los, an se perélesche Schwar. Wo fën de so Plazen? Et ginn nudistisch Wandergruppen, Campingen a Kleinvakanzendierfer. Nudistisch Plagen, déi oft de Bësse vun den Dierfer fortcht sinn, an der Natur verstoppt sinn, an de ball iwwerall op der Welt. Stausee zu Lëtzeburg, bei Burfeld, as so eng Plage. A Schweden an der Norwegen zum Beispiel, Dirwen op all Plage plakisch sinn, genau wie an der Sauna. Op verschiedene Festivals, an der verschiedene Parken, Dirwen noch plakisch sinn. Nudismus ass deelweis kulturell an der verschiedene Länder legal oder illegal. Studien besoen, dass plakisch sinn gut fir as Kierperbild ass an Selbstwertgefühl steigert. Keen ass perfekt, ma sinn all ernstnecht an awer schein. Bei Dir doheem kann awer Kinder verbieden, also Podcast ohne Kleder zu lauschteen. An du, was du leiwer plakisch oder ugedo? Wost du noch Frohen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwort, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Iwer Feedback freie meist immer. Dir fand méi wie Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wie Sex. De Podcast fir all Mënsch mat engen Kierper. Mat freundlicher a finanzieller Unterstützung vum CESAS, den nationale Referenzcenter fir Promotion vun der affektiver a sexueller Gesundheit. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.